Wir sind angekommen beim Salor Deluxe. Hier gibt es Produkte von kleinen Produzenten 150 Kilometer rund um Saarbrücken. Und ich würde sagen, wir gehen rein und schlemmen uns mal durchs Sortiment. In diesem Video nehmen wir euch mit durchs Saarland. Wir fahren mit dem Kanu über die Saar und schauen mit euch zusammen die Völklinger Hütte an. Das ist spannend. Wir warten durchs Wasser, gehen Kneipen und mit dem Fahrrad über Stock und Stein. Erholung ist natürlich auch dabei auf einer Hängewattenwanderung und hier seht ihr unsere Strecke. Einmal quer durchs Saarland, es geht nach Mettlach und nach Losheim am See und wir sind ganz in der Nähe der französischen Grenze. Viel Spaß! Als erstes geht's jetzt auf eine Foodtour einmal quer durch Saarbrücken. Das wird spannend. Hier bei uns angekommen bei Salor Deluxe. Wir sind quasi der regionale Lieferant für regionale Spezialitäten aus der Großregion Salor Lux, deswegen der Name Salor Deluxe. Ja, und zum Beispiel die von Heike rettet Gemüse. Okay. Das heißt, die rettet Gemüse, das ist Von krumm, Bauern, das kann nicht, Großhandel und so weiter, ne? Genau, das kann nicht verkauft werden, weil der Endverbraucher findet das nicht schön, wenn die Aubergine doof aussieht. Ja. Aber daraus macht sie die leckersten Aufstriche und eingelegte Sachen der Welt. Wir probieren jetzt hier Auberginenaufstrich, Kaviar de Aubergine sagt man dem auch, mit Knoblauch, natürlich richtig lecker und so fängt das Saarland für mich natürlich richtig gut an. Einfach lecker. Wir sind beim Süßen angelangt und da kommt mein Teil dazu. Es soll zumindest gleichwertig oder vielleicht sogar besser als Nutella sein und ist mit regionalem Rapsöl hergestellt. Riechen tut es schon mal gut. Tatsächlich sehr lecker, sehr schokoladig. Das war die erste Station von unserer Genusstour. Es folgen 3 weitere und ihr kommt natürlich mit. Die Mischung aus Chicken, immer noch super alternativ. Heute ist tatsächlich Tag der Currywurst und den können wir nur bei Kalinski verbringen in der Fressgasse von Saarbrücken. Und hier haben wir ihn auch. Erzähl uns mal was, wie ist das hier entstanden? Wir wollten typisch deutsches Fastfood mit unserem regionalen Angebot vereinen. Das heißt, es gibt auch zum Beispiel eine Elsässer Currywurst. Das ist halt, was am Elsässer Flammkuchen besonders ist, haben wir mitten die Currywurst einfließen lassen. Haben zum Beispiel den Schwenkbraten, was unser Aushängeschild im Saarland ist. Dieses haben wir in eine Wurst gepackt, das heißt aus demselben Fleisch machen wir Würste und alles was an Gewürzen mit am Schwenkbraten dran ist, haben wir mit in die Wurst gearbeitet. Wir versuchen alles, was uns regional ausmacht, in das Streetfood reinzupacken. So wie es weltweit auch gemacht wird, in Deutschland aber leider zu kurz kommt. Ne? Currywurst, gerne eine rote. Was dazu? Ja, die Süßkartoffelwurst. Jawohl, wir haben 3 verschiedene Currysoßen. Wir haben zweimal Tomatensauce, eine pikante und eine fruchtige. Und wir haben noch die saarländische, das ist die traditionelle Currysoße, das ist eine angesetzte Soße. Dann saarländisch. Jawohl. Wir haben es uns natürlich nicht nehmen lassen, bei Kalinski den Tisch so richtig voll zu machen und die Spezialitäten, die muss man einfach mal probiert haben. Das ist ein richtiges Geschmackserlebnis. Und schon sind wir beim 3. Stopp hier in Saarbrücken angelangt, bei Rimoko, einer Gewürzmanufaktur. Und ich bin sehr gespannt, was wir jetzt hier probieren und sehen können. Anscheinend ist hier die ganze Welt vertreten, hat zumindest eine wunderschöne Holzkarte. Und es riecht. Es riecht total. Aber ich könnte jetzt gar nicht so einen bestimmten Geruch sagen. Ich glaube, das ist einfach wirklich der Mix der Gewürze hier. Das ist jetzt zum Beispiel unser Mango-Curry. Ja. Und wir haben 17 verschiedene Currys, ganz viele Gewürzmischungen und insgesamt, glaube ich, mittlerweile über 250 Gewürze, die wir hier versammelt haben an dieser Wand. Was sind denn die speziellsten Gewürzmischungen, die ihr habt, die Exoten in eurem Sortiment? Die Exoten
Yuca ist bestimmt was noch nicht jeder gehört hat. Das ist eine Nussmischung, Nussdip aus Ägypten, den man einfach mit schönem warmem Fladenbrot und Öl tunkt und dann ins Gewürz. Ja, das ist das auf jeden hört sich Fall was gut an. Exotisches, was vielleicht noch nicht jeder kennt. Ja, natürlich haben wir uns auch ein bisschen was eingepackt. Wir haben einmal ein Currygewürz, weil ein Linsencurry steht bei uns demnächst auf dem Speiseplan. Dann haben wir hier das Magic Dust Rub, das ist zum Beispiel Spare Ribs zum Grillen sehr gut. Und hier haben wir noch ein Avocado-Gewürz, das ist sehr gut für zum Beispiel Brotzeit. Kann man über die Avocado streuen, aber auch über Frischkäse oder sowas. Und ja, die fahren jetzt bei uns mit. Und da brauchen wir noch ein schönes Plätzchen dafür. Die Dosen sind aber magnetisch, die brauchen also nur ein Gegenstück. Und ich denke mal, irgendwo können wir die schön oben an den Schrank ranpappen. Jetzt haben wir aber noch einen weiteren Stopp und ich würde sagen, zu Stopp Nummer 4 hüpfen wir jetzt einfach schnell rüber. Bei unserem 4. Stopp handelt es sich um eine Eismanufaktur, weil wir wollen ja natürlich zum Abschluss auch gerne was Süßes haben. Und hier bei Henrys gibt es Eis, das so regional wie es irgendwie geht hergestellt wird. Also die Milch kommt aus der Region und die Zutaten, wenn es geht, auch, dass die Vanille nicht ums Eck wächst, ist uns, glaube ich, allen klar. Es ist auch cool, dass es eine ganz große Sorbetkarte gibt, also auch für Leute, die keine Milchprodukte essen wollen oder essen können, gibt es hier ganz viel Auswahl. Und wir stellen uns jetzt hier an und nehmen danach noch 1-2 Kugeln mit auf den Weg zurück Richtung Meier. Schön. Eisfazit. Super lecker. Ich habe mich für Haselnuss und Joghurt entschieden und ich liebe ja die Kombination zwischen dem säuerlichen Joghurt und allgemein einer zweiten süßeren Sorte und mit der Haselnuss, die sogar noch Stückchen drin hat. Richtig lecker. Bei dir? Ja, auch richtig gut, richtig mächtig, aber unglaublich gute Schokolade. Ich glaube, wir haben hier eins der besten Eis in Saarbrücken erwischt. Also so eine Foodtour, die hat es schon wirklich in sich. Lohnt sich in Saarbrücken allemal und wir haben noch nicht alle Spezialitäten probiert. Man kann die auch selber machen. Wir verlinken euch das alles unten in der Videobeschreibung, weil ihr könnt auch einfach auf eigene Faust diese Genusstour machen und bei den verschiedenen Partnern einkehren und zum Beispiel so ein leckeres Eis euch holen. So, wir schlemmen mal fertig, genießen die Sonne und melden uns dann wieder. Nach dieser spannenden und vor allem leckeren Stadtführung durch Saarbrücken sind wir jetzt nur 20 Minuten weitergefahren und bei einem UNESCO-Weltkulturerbe gelandet. Wir stehen hier bereits in der Völklinger Hütte und was es mit diesem Eisenwerk so auf sich hat, das erfahren wir die nächsten Minuten bei einer spannenden Führung durch diese Anlage. Habt ihr Lust? Dann kommt gerne mit. Die Völklinger Hütte ist das weltweit einzige vollständig erhaltene Eisenwerk aus der Blütezeit der Industrialisierung und zugleich das erste Industriedenkmal dieser Epoche, das in die Welterbeliste der UNESCO aufgenommen wurde. Wir sind zurück bei Meier und ihr seht, das hier ist ein offizieller Stellplatz. Es gibt also direkt neben der Völklinger Hütte diesen Stellplatz. Hier gibt es auch Strom und Wasser und dieses Jahr ist er noch kostenlos. Ab nächstem Jahr wird er etwas kosten. Der Grund dafür ist, dass es Leute gibt, die sich wohl hier ein bisschen einquartiert haben. Er hat so ein bisschen von Dauercampern gesprochen, die sie hier halt einfach nicht wollen. Klar, das ist eine Sehenswürdigkeit und hier steht man ja nicht 3 Tage oder wie seht ihr das? Würdet ihr an so einem Ort mehrere Tage stehen? Also wir definitiv nicht. Eine Nacht, wenn man das besucht hat, völlig in Ordnung, aber länger würde ich hier nicht stehen. Wir stehen aber sowieso nicht hier, denn wir fahren noch auf einen Campingplatz. Den beziehen wir für die ganzen nächsten 3 Nächte und ich bin sehr gespannt. Tag 2 startet für uns sehr früh, wobei ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass wir schon Herbst haben, weil das heißt, der Sonnenaufgang ist ein bisschen später. Wir haben jetzt 6:30, sind bereits zum Baumwipfelpfad gefahren und werden jetzt der Sonne dabei zuschauen, wie sie aufgeht.
Wer dieses absolut fantastische Naturschauspiel auch erleben möchte, der kann das tun. Einmal im Monat gibt es nämlich über das Winterhalbjahr eine Sonnenaufgangstour über den Baumwipfelpfad. Für uns geht's jetzt ins Buchnas Landhotel. Das Frühstücksbuffet ließ keine Wünsche offen. Wir haben so richtig zugeschlagen und uns für den Tag gestärkt mit all diesen Leckereien. Nach diesem leckeren Frühstück im Buchnas Landhotel, das ihr übrigens auch buchen könnt. Also das Frühstück kann man separat von der Hotelübernachtung buchen. 23 € kostet es dann pro Person inklusive Getränken. Oder man kann auch in den Wellnessbereich, weil den kann man hier auch separat unabhängig von der Übernachtung reservieren. Und nachdem wir jetzt dieses leckere Frühstück zu uns genommen haben, geht's für uns auf die Saar. Wir fahren nur 10 Minuten weiter und dann steigen wir ins Kajak oder Kanu. Müssen wir noch gucken, was es dann gibt für uns. Und paddeln einmal hier auf der Saar. Ich würde sagen, wir hüpfen rüber und ich freue mich drauf, weil ihr wisst ja, Paddeln macht uns ganz besonders viel Spaß. Was es hier zu beachten gibt, und zwar zum Thema Sicherheit. Unser heutiger Tag 2 im Saarland, der ist ja wirklich so zum Thema Wasser. Erst haben wir die Saar von oben angeguckt, nun wollen wir auch auf die Saar und wir haben bereits die Einführung gekriegt und können gleich los. Mit Kanu Safari sind wir unterwegs. Sie haben uns jetzt ein Boot zur Verfügung gestellt, uns nochmal eingewiesen, wie das alles rechtlich und so weiter aussieht, Sicherheitslage auf der Saar. Jetzt sind wir bereit, können einwassern und lospaddeln. Wir sind zurück von der Paddeltour. Es war richtig schön. 30 Grad besser könnte das Wetter nicht sein. Aber ein kleiner Knackpunkt hat die Tour, ne? Es ist halt einfach ein künstlich begradigter Fluss, relativ breit. Ich sage jetzt mal so landschaftlich gesehen nicht das spektakulärste. Und ich persönlich finde die Saarschleife von oben einfach viel beeindruckender, weil man da diese Landschaft so richtig sehen kann. Das kommt von unten ein bisschen weniger zur Geltung. Aber es ist cool, das Ganze mal aus beiden Perspektiven natürlich zu sehen. Von oben, man kann sich dann auch gut vorstellen, wenn man unten paddelt. Das war wirklich richtig schön. Und wir versuchen das heute Nachmittag nochmal, ne? Aber an einem anderen Ort. Und in einer anderen Form. Jetzt machen wir aber erstmal Pause. Wir sind echt früh aufgestanden und werden uns jetzt mal ein paar Minuten hinlegen und melden uns dann wieder am Nachmittag, passend zu unserem Wassertag vom Wasser. Wir sind eine Station weiter gehüpft und sind jetzt im Strandbad Losheim. Ihr seht, der Steffi hat schon ein Paddel in der Hand und wir werden paddeln gehen. Denn hier im Strandbad kann man sich Stand-Up-Paddles mieten. Und schon mal Stand-Up-Paddle gefahren? Ja klar, ich bin schon als kleines Kind quasi auf dem Surfbrett, auf dem See groß gewachsen. Da gab es den Begriff Stand-Up-Paddle noch gar nicht. Aber ich freue mich jetzt hier rauszufahren mit den Boards und das Ufer hier noch ein bisschen zu erkunden. Ja, und hiermit machen wir weiter mit unserem Tag auf dem Wasser, dem zweiten Tag. Ihr seht, das Saarland hat unglaublich viel zu bieten. Und jetzt gibt es noch ein bisschen Muskelkraft. Wir nehmen euch mit aufs Wasser. Der Stausee ist gar nicht so groß. In einer Stunde kommt man hier gut drumherum. Mit dem Gegenwind ist es teilweise aber echt anstrengend. Ich habe mich gefühlt wie so ein Wind im Segel und dann dagegen anzupaddeln, das ist ganz schön anstrengend. Wie habe ich gesagt, wie ein Wind im Segel? Ja. Wie ein Segel im Wind. Das ist dann teilweise ganz schön streng, aber mit dem Wind war es also richtig toll und hat Spaß gemacht. Jetzt bringen wir sie zurück und ich glaube, dann wäre langsam mal Abendessen Wir angesagt. springen noch mal rein. Wir springen noch mal rein, ja, weil man wird einfach zu wenig nass beim Stand-Up-Paddeln. Im Saarland, da isst man Gefilde, also Gefüllte. Und das haben wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Und für Steffi gab es einen richtig leckeren Flammkuchen. Tag Nummer 3 unserer Saarlandreise. Heute machen wir eine Fahrradtour.
Bevor wir das machen, zeigen wir euch aber, wo genau wir hier überhaupt stehen. Wir zeigen euch den Campingplatz Girtenmühle. Das ist nämlich ein ganz schöner Platz, umgeben von Wald. Man kann hier ganz tolle Plätze zwischen den Bäumen wählen oder aber auch ein bisschen freier, wenn man gerne mehr Sonne hat. Und ich würde sagen, erst gibt es eine kurze Runde über den Platz. Wir fahren ja jetzt sowieso nach vorne und dann machen wir uns auf 2 Rädern auf durchs Saarland. Eine Kneipanlage. Die werde ich mir anschauen. Es gibt hier eine Anlage für ein Armbad und eine Anlage für Wassertreten. Man soll die 2 Dinge aber nicht unmittelbar nacheinander ausführen, sondern mindestens 1 Stunde Zeit dazwischen lassen. Gut, dass ich weiß, dass es noch eine zweite Kneipanlage auf unserer Tour gibt. Deshalb entscheide ich mich hier fürs Armbad und mache dann bei der zweiten Anlage das Wassertreten. Schon kalt. Jetzt sind wir erfrischt, auch bei diesen richtig heißen Temperaturen heute und können weiter radeln. Wenn das so weitergeht und immer wieder so coole Stationen kommen, dann macht es natürlich gleich doppelt Spaß. Losheim am Stausee. Hier hatten wir gestern geparkt und ja auch die Stand-Up-Paddles gemietet und waren schwimmen. Und wie ihr seht, gibt es hier auch direkt einen Wohnmobilstellplatz, der ist kostenpflichtig. Aktuell ist allerdings der Automateffekt und man löst einfach ein PKW-Ticket für 6 €. Unser Fahrradweg, der führt hier lang. Wir sind auf der 3-Seen-Runde. Alle Informationen zu unserer Rundreise findet ihr sowohl unten in der Videobeschreibung, aber auch hier oben in unserem Blogpost, wo wir nochmal detaillierter auf die ganzen Adressen und Ziele eingehen. Wir sind hungrig und haben am Wegesrand ein Restaurant gesehen, das ganz einladend ausschaut, so ein bisschen am Teich. Und die Rezessionen sehen sehr gut aus, entsprechend gehen wir jetzt hier rein und werden so was zwischen Mittag und Abendessen essen. In diesem Restaurant, da ist Selbstbedienung. Man holt sich also alle seine Speisen am Tresen selbst. Für uns gab es ein leckeres Carpaccio, das hat richtig gut geschmeckt. Und für Steffi gab es so einen typischen Bauernteller mit Käse, Fleisch und ein bisschen Gemüse. Der Dessert, den haben wir natürlich auch nicht ausgelassen. Wir mussten uns ja stärken für die Rückfahrt. Extrem idyllisch und super lecker war dieses Mittag- oder frühe Abendessen. Jetzt radeln wir zurück. Es ist noch gut 1 Stunde, 16 Kilometer und dann sind wir zurück auf dem Campingplatz, wo wir dann wahrscheinlich noch einen Schlummi nehmen, vielleicht noch ein kleines Feuerchen machen und dann geht's auch ins Bett. Für uns wird es Zeit, diesen wunderschönen Campingplatz Girtenmühle zu verlassen. Wir haben bereits ausgecheckt und werden jetzt nur ein kleines Stückchen weiterfahren, denn Tag 4 steht im Zeichen einer großen Wanderung. Und für diese Wanderung haben wir einen ganz speziellen Gegenstand bereits abgeholt. Was das ist und was wir genau damit machen, werdet ihr sehen, sobald wir losmarschiert sind.
angekommen, parken hier beim Bürgerhaus. Das ist ein offizieller, kostenfreier Parkplatz, der als Start für diese Wanderung der Felsentour angegeben ist. Hier lassen wir Maya und gehen los. Ich will euch aber noch kurz zeigen, wo ihr denn die ganzen Wanderungen findet. Denn vom Saarland gibt es eine App und in dieser App findet ihr nicht nur Wanderungen, sondern auch ganz viel anderes. Wandern, Radfahren, Motorrad, Ausflugsziele, Essen, Trinken und so weiter. Alles, was man für den Urlaub im Saarland braucht. Und wenn man jetzt hier auf Wandern geht, auf alle Wanderungen, dann seht ihr, hier hat es einen grünen Punkt. Das ist der Start dieser Wanderung. 14 Kilometer, eine Rundtour ist das, 319 Höhenmeter und angegebene Zeit 5 Stunden. Mit im Gepäck ist natürlich auch dieser Spezialgegenstand und was wir damit machen können, das sehen wir hoffentlich gleich. Aber wir machen uns jetzt erstmal auf und starten diese Wanderung. Und nun sind wir endlich am Punkt angelangt, um unseren mysteriösen Gegenstand auszupacken, denn das hier ist ein Hängemattenplatz. An verschiedenen Punkten im Saarland kann man die Hängematten ausleihen. Gegen eine Pfandgebühr von 20 € kriegt man nicht nur die Hängematte, sondern auch diese Schnüre dazu, mit denen man sie dann aufhängen kann. Und ihr seht gleich, die sind in so einem Fahrradschlauch drin, damit man den Baum, an den man sie hängt, nicht verletzt. Und jetzt hänge ich das Ding auf und dann wird erstmal ein bisschen gechillt. Ich dachte ja erst, warum muss man eine Hängematte mittragen auf eine Wanderung? Das macht auch keinen Sinn, aber ich bin jetzt richtig lange hier drin gelegen und es ist richtig eine coole Idee. Ich frage mich, warum wir noch nicht selber auf diese Idee gekommen sind, weil es ist dann so schön, da drin zu liegen, oben in die Baumkronen zu gucken und das bewegt sich alles so ein bisschen. Also ich finde die Idee richtig toll und ich habe davon vorher noch nie gehört. Vielleicht gibt es das sonst noch irgendwo, aber hier in Saarland kann man auf jeden Fall Hängematte wandern. Das müsst ihr mal gemacht haben. Und für alle Männer da draußen, es ist kein Problem, diese Hängematte wieder hier reinzukriegen. Es ist ganz einfach, dauert nur ein paar Sekunden. Ja, ich hasse normalerweise solche Dinge, aber die ist wirklich schnell wieder hier drin. Die Verpackung ist genug groß und jetzt suchen wir uns den ersten Spot. Wir sind am zweiten Spot, wo es eigentlich eine Hängematte-Aufhängstation haben soll. Wir finden sie nicht. Sie ist als GPS-Punkt angegeben, mitten im Gebüsch. Aber schlussendlich spielt sie gar keine Rolle, weil wir können ja die Hängematte überall aufhängen, wo es halt 2 Bäume hat, die einigermaßen in der Distanz passen. Und so haben wir uns jetzt entschieden, sie einfach hier aufzuhängen. Weil die Aussicht. Wir sind zurück am Parkplatz, am Ausgangspunkt und wir haben bereits, als wir losgegangen sind, diesen Automaten hier entdeckt. Und jetzt werden wir hier auch was rauslassen, weil hier gibt es regionale Spezialitäten. Eier, Würste, Schwenker, das ist ja das typische Fleisch hier im Saarland, oder Jagdwurst, Hackbraten, Bierwurst im Glas. Und wir wollen jetzt noch Käsegriller haben. Jetzt gucken, 32. Können wir grillen mit Käsegrillern vom Bauernhof Jakobs. Ebbes von Hey, von Losheim am See. Ist doch cool, so regionale Spezialitäten. Gerade hier direkt aus dem Automaten. Aber jetzt rein ins Auto und
Feierabend für heute. Das war's von dieser wunderschönen Wanderung. Nicht umsonst heißt sie Felsenwanderung, weil wir sind ja wirklich an so spektakulären Felsenabschnitten vorbeigekommen und das mit der Hängematte, das hat ja richtig viel Spaß gemacht. Die bringen wir jetzt noch zurück, weil die darf man maximal 72 Stunden ausleihen. Und dann ist es für uns auch schon wieder vorbei. Das war's aus dem Saarland, aus dem flächenmäßig kleinsten Bundesland Deutschlands, mal abgesehen von den 3 Stadtbundesländern. Ne? Es war wunderschön, es war abwechslungsreich, es war lecker, es war historisch, es war einfach fantastisch. Und diesen Sonnenaufgang an der Saarschleife, ich glaube, an den werde ich mich mein Leben lang erinnern. Das war einfach so, so schön. Wenn euch das gefallen hat, so eine Aufzählung in Kurzform, was ihr an Orten erleben könnt, dann lasst uns das sehr gerne unten in den Kommentaren wissen, weil dann können wir das auch mit anderen Regionen mal so machen. Und dann bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen als vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert gerne auch diesen Kanal und lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ich schicke liebe Grüße aus dem Saarland, wo auch immer ihr das Video jetzt gerade schaut und sage bis zum nächsten Mal.